Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus der Porkirch, die sich für den Feiertag für gewinnt ganz festlich rausgemacht hat. An dieser Zeit wird kulturell auch manches geboten. Anfang Dezember zum Beispiel hat der Wursebildung EWB rund um Gläsisches da auf dieser Platz eine Ausstellung über den Hellischen Mann organisiert. Zusammen mit dem Dickricher Geschichtsmuseum kommt in diesem Kontext noch zu einem Workshop, den Al und Jung zusammengebracht hat. Von Ende November bis den 8. Dezember konnten an der Porkirch zu Dickrich eng Expo über die Gläschen erleben, die der Wursebildung zusammen gestaltet hat. Mit Objekten, die sie von der Kirche gelenkt oder viele Fotos, die von Fototheken oder von Clubben gesammelt wurden. Zum Beispiel Fotos von Kindern, die die Gläschen am Sternberg begehen. Oder der von klassischen Durchstellungen an den Kirchenhäusern. Entstanden war das Expo, wie der klassisches Kult bis national Unerkennung kriegt. Wie du de Gläschen Gebrauch von Gläschen zum Patrimoine kulturell immateriell opgewehrt gehen aus dat mir konkret gehen an du sie unterstützt vom Kulturminister. An last Jahr war die erste Käier, wo op der Journée du Patrimoine kulturell immateriell an der Abteiner Münster de Gläschen seg Platz hat mat segen Gebrauch an do op déi Ufro humreben eng Expo konzipéiert. Nief der Ausstellung goufen awer Aktivitäten rund um geboten, zum Beispiel eng Konferenz zum Thema a Workshoppen. Heit zu Dickrich schon man nämlich och, an den hat man ja fir rundet gesot, den Eselchen. An heit zu Dickrich steht auch op enger Platz so eng Figur mam Kleesen. Ammer zing im Eselchen. Weißt du vielleicht, wo se steht? Heit zu Dickrich. So gouf de Geschichtsmuseum vun Dickrich gefrot fir mat ze machen. Kurz 4 Gläsisches Dach huet dem no Chantal Kerschene Workshop fir Jung an Al organisiert, bei dem Pensionären aus dem Sacré-Cœur zu Dickrich fir d'eicht eng Visit vun der Expo gemacht hunn. Duno gonget an de Festsaal vun der Schoul, wo en Klasse aus dem Sikel 3.2 op die eler Generation getrawers fir sech ze summen iwwer de Gläschen auszutauschen. Freier als dat wirklich gewircht, dann huet de Gläsen so ein klein Grüppsche gekriegt. Da konnte besser durch Nurcht goen. Meng der den Hoseke hat er da noch etwas gekriegt. Meschen as de Gläsen, die verwindt gëtt. Schmengen de Gläsen doch sicher mat dem Hosiker gedeelt. Dat klingt gut. Dat klingt natürlich optimal, dass se gedeelt huet. Deel dir da noch? Ja? Sicher? Ja. Die ist gut. Enke so. Gucken, wie het früher war beim Gläschen an an engems alle Erinnerungen opfrischen. Dat war de Bütt von dieser Klängerrunde, bei der jeder sichtlich Spaß hat. So gut Edukateuren konnten Heinese bisschen kannt sehen. Ja, beim Gläschen natürlich an der Klasse. Wenn du nicht früher beist du heim, komm ich an der Schule. Ja, in dem Moment, wo ich in die Klasse komme, als mit den Seisigkeit und durch die Klasse Sachen gehört wird, dann war ich darin und habe gehofft, sein Geschenk zu kriegen. Also, das sind schöne Erinnerungen einfach. Mal ganz lehrreich und immens hilfrohe Gestalt. Aber wie gesagt, wenn wir gucken, sie sind ganz eine gute Ambiance. Neben den vielen Erinnerungen auf früher goufen doch gut Schneckereien und Kadoen. Kanner hatten der ältere Generation selber gemalte Bilder mitgebracht, was für viel Succès gesucht hat. Das schenkt mir, ja. Kanner waren zu froh. Ja. Die hat doch ein schönes Bild gekriegt. Ja. Wo ich ein Boxen Menschen gehen. Wo steht Merci drauf, so schön. Eigentlich das der Lob? Ja, guck mal, eigentlich. Nee, oder schmengen an Kummer. Ja, da sind die drauf, sind wir hier schlafen. Den erscheint den hängen Schwab an meinem Bett. Als das Flottheim mit den Kindern zusammen das zu erleben? Ja, doch, sagt sie. Aber die Kinder hatten ihr Fried. Es sind nicht unbedingt Kadoen, die für die Jungen die erste Rolle beim Gläschen spielen, auch von die wichtig sind. Das ist gut, Gläschen nachfeiern, weil wir feiern mit unserer Familie. Wir bringen Zeit mit unserer Familie. Cool, das ist cool. Also, wir verbringen immer mega viel Zeit zusammen und für mich ist das dann schön, wie die Klang noch durch unser Leben noch froh sind, von der Gläser rocken oder so.
Der James da was natürlich noch immer de Gläschen noch selber zu gesehen und natürlich sein Lied zu sangen. De Gläschen bleibt also aktuell, dat wird Gläsisches Expo zu Dickrich auf alle Fall gewissen. Wir bringen uns Spielgezeit. Bravo! Die Moie waren dann pur Kanner auch heu, die iwwer Woch mat der Schulklasse kommen sind und die Moie mat der Maison Relais heu waren. Die Frau waren heu zu sehen, an nach einkeier dem Gläschen sein Kostüm zu gucken, den lo heu 100 mal steht. Ja, du merkst den aber, dass ein Interesse da ist, also dass die Gebrauch nicht ganz verschwindet oder wo ihr meint, so Sachen verschwunden. Ja, wo aber omnipräsent. Also das ist ein Teil von unserer Kultur, der bleibt, so man muss sagen. Gläsisches der selber, do hat der Wursebildung an Zusammenarbeit mit der Maison Relais von Dickrich ein großes gläsisches Event an der Kirche geplant. Er geht voll um die Gläschen, am Mittelpunkt aber Stimmmusik. Ob Gläsisches der selber hat der Wursebildung Kleid abgerufen, mit ihre Kanner an die Kirche zu kommen, für zu basteln, einen Wunschzettel zu schreiben, ein Film über die Gläschen anzugucken und dann noch all zusammen zu singen. Wir wollten Kondor enger kleiner Initiation à l'orgue teilholen, wo den dickrische Organist Maurice Clement die Kanner an die Mysterien von der Ursula gefordert hat. Eine ziemlich spannende Geschichte für das Klasse aus der Maison Relais, die auch Besuch war. Dat Doge seit ein bisschen aus wie Piano, weil tut dieselbe Tasten. Weiß und schwarz. Okay? Mal dann, spiel mal noch mal ein bisschen. Pass mal ab. Seid ihr bereit? Ja. Wieso geht das nicht? Oh. Was? Du hast nicht du gemacht. Am Piano muss ich noch nicht dumm machen. Oh, dann ist es Futti. Nee, das nicht. Da geht es nicht haut. Ma das immer schön, wenn Kanner kommen an sie so, die meisten haben halt noch nie so ein Instrument gesehen. Und dann staunen sie, weil sie meinen, wie ein Piano und den Ton kommt da aus den Tasten raus. Und da können sie ein bisschen sehen, weil ihn am Anfang dann keinen Ton weiß und dann probieren sie, das geht nicht. Und ja, das ist flott, weil das ist ein riesiger Spielplatz für ein Instrument. Nur enger kleiner Explikation über das Funktionament von der Urschlever geht es noch viel mehr spannend. Elo nämlich dürfen sie auch an den Bauch von der Urschel klammen, für das mit den Pfeifen auch richtig zu verstehen. Wenn ich eine Taste drücke, dann geschieht das. Du, mal rein. Du, dann geht du, dann geht es rein. Und dann zieht es du, wo läuft das? Du hast alles so, aber wenn ich du drin ziehe, da geht du ein Stück Holz ab und da geht Luft an Pfeif, die drüber steht. Und dann, endlich, können sie auch an den Genuss von dem kommen, was das Instrument so alles bieten kann. Aber wir haben ganz verschiedene Klänge hier. Am Orchester haben wir ja Celloen oder Flöten oder Trompeten oder Fagotten, Klarinetten. Und das tun wir alles rein in der Urschel, aber das geht alles durch Pfeife gemacht. Zum Beispiel ein Cello. Der klingt ganz schön, lauscht mal. Oder hier eine Flöte. Wie kommt sie das? Wo ist sie geleiert? Oder ein Fagott. Kann ich Klarinett auf Fagott spielen? Das Schulkanner von Dickrich sind einfach nicht mehr begeistert, für die man zu einer Urschel alles ausstellen kann. Auch der Maurice Clement, für den man zu einem Instrument all da ein bisschen Klassisches daraus Fritz Martinen. Was auch ganz extra ist für sie, dass da eben seht, dass die Urschel nicht E-Moll geht, das können die meisten einfach gar nicht mehr begreifen. Auch der Adulten eigentlich nicht mehr. Das ist ein Instrument, das etwas gibt auf dieser Welt, für das nicht E-Moll geht, das Instrument halt so dick steht, als sonst nirgends. Das extra gebaut wird und das in diesem Fall halt mechanisch ist, das nicht Digitales drin ist. Das ist für uns heute außergewöhnlich, dass den auch den ganzen Weg kann von der Taste bis zum Ton nachvollziehen.
Am April des Jahr hat Gemeinde Dickrich unter dem Namen #NeuDickrich einen Partizipationsprozess lanciert, bei dem die Leute über die Zukunft von Dickrich mitschwätzen konnten. Bürger, Geschäftsleute, Kommissionen, die Jung und der Gemeinderat konnten all ihre Ideen zum Ausdruck bringen, wie Dickrich soll für die Zukunft fit gemacht gehen. Im November dann konnten die ersten Resultate an der Serie präsentiert gehen. Ziel also, das Stadtzentrum von Dickrich dem Klima anzupassen, einen Raum zu kreieren, der schön, praktisch und accessibel ist, proper und sicher, eine hohe Qualität und Service bietet. Ein attraktiver Stadtkern mit viel Lebensqualität. Den Auto wird demnach just ein Mobilitätsmoyen in viele Sinn. Der Partizipationsprozess von #NeuDickrich sollte an die richtige Richtung gehen. Wir wollen einen Treffpunkt schaffen, wo Leute zusammenkommen, auch wo Geschäfte an den Geschäftsverband gestärkt gehen, gleichzeitig in Zeichen setzen für Nachhaltigkeit und noch eine hohe Lebensqualität. Eine Stadt, die nicht just verwaltet, mit die durch Studien und Initiativen noch direkt von den Bürgern lebt, hat eine richtige Perspektive. Eine Stadt, wo sich Tradition und auch Innovation Hand an Hand gehen, wo alle Generationen sich wohlfühlen soll. An enger Umfrage wären Spaziergänge, Workshoppen für Bürger, Geschäftsleute, Kommissionen, Politiker, gerade wie an enger offener Umfrage mit Jungen, hat jeder die Möglichkeit von April bis Juni zu allen visierten Bereichen Stellung zu holen. Die Interesse dabei war groß, schon lange bei der Umfrage und nur bei 700 Leuten mitgemacht. Auch bei der Präsentation von den Resultaten im November an der Serie hatten sich doch viele erfunden. Wie hier Erfahrung waren bei allen Partizipationsmoyens am Ganzen 247 Ideen rausgekommen, die dann auf 52 resümiert und auf ihre Machbarkeit überprüft wurden. Geringer umsetzbar, Orange verlangt eine weitere Analyse, aber auch das nicht zu machen. Ein Teil von den Ideen soll eine Cahier des Charges für einen Urbanistenkonkurs auflesen, ein Teil vom Chefverbot überholt gehen. Muss ich noch bedenken, dass nicht immer möglich ist, alles umzusetzen. Und du hast dann nur den Equipen, die am Konkurs schaffen, die Schwarze machen, die bei ihrem Projekt am besten passt, mit der Prämisse, dass sie natürlich so viel wie möglich davon umsetzen. Es gibt auch Ideen, die vielleicht kontradiktorisch sind oder so, wo sie wirklich schwer treffen. Also das ist nicht möglich für alles umzusetzen. Wir stellen aber fest, dass immer ganz viel möglich ist für umzusetzen. Ein grosses Bild hat sich schon herauskristallisiert. Die Leute identifizieren sich stark mit dem Zentrum, sie finden die Architektur schön und die Stadt proper. Dafür aber gibt es nicht genug Geringschaftsplätze in der Kunst, nicht genug Toiletten im öffentlichen Raum. Belichtung wird positiv bewertet, aber das Sicherheitsgefühl ist nicht die Frage gehen. Den öffentlichen Transport wird für gut befunden, dafür aber findet der Velo nicht genug Anerkennung. Und es gibt nicht genug gemacht für Leute, die nicht gut gesehen und denen ihre Mobilität eingeschränkt ist. Das Madame weiß, wo was geschwärzt wird und interessiert sich ganz stark für das, was soll erholt gehen. Es sind mir auch oft Situationen aufgefallen, wo ich zwar als diese einfache Rollstuhlfahrer gehen, aber wenn das Ganze dann einfach mal anfängt, am Blick von einer Person an einem elektrischen Rollstuhl zu gucken, dann fallen irgendwie Schwierigkeiten auf, wo ich denke, okay, du musst vielleicht aber ein bisschen adaptiert gehen. Der Teestlo, wo das Noventeil präsentiert hat, das mir sich gefallen. Ach, also so wird nicht so umgesetzt, wie es am Diskurs rüberkommen ist, sind so aber positiv bestimmt. Die Zufriedenheit bei den Bürgern war allgemein groß. Außer den Zeitplan für Mobilitätskonzepte von der Regierung, der stark angezweifelt wurde, auf dem der viel aufhängt für den Zentrum von Dickrich, wo sich die meisten im Saal mit den Resultaten zufrieden gewesen. Also ich kann mich an ganz viele Punkte rumfahren, aber ich sehe keinen Vertrag zu Dickrich gefunden, mir irgendwas all der schafft. Und ich fand den Zentrum von Dickrich wirklich eigentlich immens schön und man braucht wirklich überflächlich wirklich ein kleinen Bots an innerirdisch natürlich mehr groß und ich denke, dass all die Projekte, die viel gesehen sind, ob das Kunst ist, bessere Accessibilität, wirklich ganz wichtig und auch ganz flott. Den Detail von allen Ideen soll dann an einem Konkurs ausgeschafft gehen. Gut Nachricht schon ziemlich sehr, weil der Chefverbot für eine Weichtmesuren umsetzen. So soll Sprangbohre beikommen, ein Probab lanciert, ein Jardin éphémère geschaffen und ein City Manager en place gesagt gehen.
En November Ufang Dezember gediwwerel an der Welt op Thema Gewalt géint Fraen opmerksam gemach an noch dofir sensibiliséiert. Och he zu Lützeburg, wo de Conseil national des Femmes de Luxembourg die verschiedenen Aktionen am Land koordinéiert an noch ege Veranstaltungen organiséiert. De Lancement vun der Orange Week 2024 zum Beispiel, den Dékeier heit zu Dickrech war. Für de Lancement vun der Orange Week gouf den 20. November am Cinescala de Film Ordalen gewiesen, den an eng Frauenhaus spielt, a Realgeschichte vu Frauen aus engem Lützeburger Frauenhaus op der Leinwand verschafft huet. Dat war kom konnten Event auch fir e volle Saal zugen. C'est votre mari qui a apporté vos affaires. Vous voulez que je le fasse entrer? Non. Je connais un endroit où vous serez en sécurité. C'est un lieu que pour les femmes. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vous présente Emma. Elle habite au premier et certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà rencontrée. Bienvenue à la maison, Emma. Merci. De Film weist op eng ganz sensibel manéier Wegewalt fir Rusech goe kann, an awer waret fir viel Leiit herzeg während anhalber Stunde unzukucken, wat Gewalt matzech bringt. Déi die kom waren, hu sech du no lang an intensiv zum Thema ënnerhalen. Das genau da dann war schon loch auf fir Tritt gesinn an muss awer kreiche, weil dit engem immens wéi dat ze gesinn, well der Trigger den van den selber lieft huet dann. Ich hoffe just, dass der Message rüber könnt bei den Leuten, die es nicht erleben, mit der sie einfach gesehen, dass die Scheinwelt zwischen den schönen Feiermauern, super schönes Haus, ein Fotojob, ein cooles Auto, dass das einfach eine Scheinwelt ist, also dass die Leute müssen einfach aufpassen, aber wenn sie passieren, dass sie sich wirklich melden sollen. Dana Pinto selver affer Grënnerin vu Voix des Survivantes fuhr der zu méi Zivilcourage op, ersetzt sech do fir an Gesetzgebung ze verbessern. Psychisch Gewalt zum Beispiel as zu Lützeburg moll net strofbar, mé auch bei physischer oder sexueller Gewalt treffen daffer dacks op Unverständnisser Probleme. Auch d'Esperanza Martin González Quevedo, die am Film Matschbilder selver afferginners, huet nom Film opmischten hai am Land opmerksam gemach. En España, si tú entras a un foyer o tú eres víctima de violencia, automáticamente la garda es por la mamá. Se quita el droit de visite al papá. Y si le juge voulait que el papá voit a ses enfants, c'est le juge qui doit faire une lettre de motivation y après c'est elle la responsabilité si les enfants ne passent quelque chose. Mais ici à Luxembourg, je pense que non. Alors pour moi, c'est le plus problème qu'on doit protéger primero les enfants. Eng Sache, die ganz wichtig ist von den Leuten, auch von der Justiz, wie mal, dass in den Opfer gelebt. Weil das auch oft dass in den Opfer nicht gelebt. Und das ist schrecklich. Das ist so eine Victimisation sekundär. Und ja, die Stempel, den wir alle gut dann Kopf haben, nee. Gewalt seit sich durch die ganze Gesellschaft, erweist sich auf die verschiedenste Manieren. Allein bei Voix des Survivantes melden sich allwoch 5 Personen, die Opfer sind. Und noch von nicht viel Hölle auf dem Plan zu fehlt da vieles, besonders für die Frauen. Wenn er rauspackt, wird es nur dags schwer, überhaupt einen Platz an einem Foyer zu kriegen. Die Wartelisten sind lang. Ich habe eben auch schon gesagt am Kino, dass es eben wichtig wäre, dass es wirklich die Plätze am Foyer, dass das wirklich auch Urgenzen Kummeren bleiben. Wir aufgrund von der Logementproblematik kriegen wir am Foyer die Kummeren nicht frei. Und, ja, dann, wir bräuchten viel mehr Fluktuation am Foyer, dass wirklich Frauen eine Lesung finden, eine bezahlbare Wohnung, sodass sie können rausplündern. Und dann könnte man am Fongol auch viel mehr Frauen abholen am Jahr. Ein Problem, das wahrscheinlich nicht so einfach zu lösen ist. Etwas aber soll den unbedingt verbessern. Es wird wohl sensibilisiert, aber noch lange nicht genug, so Dana Pinto. Ja, die Sensibilisierung, ich meine, wenn den ganz auf die Extrem guckt, wie viele Suche gehen ausgehen für Kampagnen während den Elektionen, also während der Wahlen, da gehen ja Tonnen Suchen. Für was machen wir dann nicht doch eins zu pur so Sachen am Radio oder am Fernsehen? Können da doch machen. Aber anscheinend gibt es kein richtiges Budget dafür.
da gife vielleicht doch Frauen noch sich mehr trauen zu schwatzen. Dann huet zur Zeit se neue Pop-up zu Dickrich Sengdieren opgemach. E puer Geschäftsleiter aus dem Stiertchen hu se Scheize Summe gedoen, fir e Boutik mat Christchs Stimmung op Been ze setzen. Dat ass hinnen noch ziemlich gut gelungen. Op Initiativ vum Conny Balkan aus dem Blumenbutik Margretchen huet sech fir enger Zeit hiet geschafft mam Klederbutik GL mat der Librerie Zimmer an dem Café Nummer 12 zu Summe gedoen, fir e Christchs Pop-up opzemachen. Op der Nummer 31 an der Grand Rue, wo sie du vun November bis en Dezember des Jahr die richtig Platz dofir fand. Also am Anfang war die Idee einfach, dass in der Groß, dass wir auch Boutiker haben, die idle stehen, wollten wir einfach ein schönes Fenster haben, hier an Dickrich, wo leider eine Möglichkeit haben, ranzukommen und etwas Neues zu sehen. Also wir haben das zusammen getan. Aber wie gesagt, erst also Step by Step ist die Idee entstanden. Und wir haben sich nur auch ein bisschen so umgeswitcht. Und voilà. So ist die Idee entstanden. Und wir haben mit der Gemeinde geschwärzt. Und die Gemeinde ist auch ganz begeistert gewesen und sind uns auch wirklich unterstützt. Ja, voilà, was ist heute entstanden? Donieft gonget hinnen awer darum, handviker Kënchtler mat diesem Boutik zu unterstützen, an engem Stadt Dickrich fir de Feierdeich mat engem mi ungewinnten Ugeburt méi interessant zu machen. Ob schon net fir d Geschäftsleit net einfach ass nieft ihrem egene Boutik nach een Zweetgeschäft Laufen zu hallen, schenkt sech die Idee bezuuel zu machen. Oberschust vun Donnerstes bis Samstes an Klioen se begeert. Von den Klienten haben wir so ganz gute positive Feedback, weil sie mal etwas Originelles fanden. Wie das Pilotprojekt, wir machen natürlich auch Fehler und wir lernen noch daraus. Aber die Leute sind ganz begeistert davon. Und die freuen sich, dass wir das Enkelkind machen, das guckt man noch. Ja, und da, wie gesagt, wir alle Weekend auch Workshoppen oder wir haben eine Vierlesung nach an 2 Wochen, 3 Wochen. Und das geht einfach darum, dass einfach Dickrich bis nächstes Gebäude geht. Das bisschen Leben drauf können. Cap hat diesem flotte Pop-up denken noch schon drüber not, Experienz zu wiederholen, vielleicht schon ist für Ostern. Dieses Jahr sind es genau 75 Jahre her, dass die Hotelschule von Dickrich gegründet gouf. Mit 7 Schülern gouf an der Zeit angefangen, heute sind es weit über 300. An dieser Rubrik 1 Minute zurückgeguckt, gucken wir dafür heute zurück auf die Entwicklung von dieser ganz spezifischen Ausbildung. (1949) gouf op Wunsch vun der Lützeburger Hotelien eng professionell Ausbildung fir het Fachandliewe gerufen. De 6. März 1950 huet hun zu Dickrich die echt Hotelschule Hetieren opgemacht am Gebäi vun der heutiger Grundschule. De Succès war sehr do. An der Nacht vom 18. Mai 1969 gouf Gebäi vun engem Feier zerstört, awer Rekordzeit nees alles abgebaut und die Schule konnte weitergeführt gehen. An den 70er Jahren war das Gebäi op der Kloster trotzdem zu klein gehen, sodass 1979 Decision geholt gouf, für eine neue Schule an der Rue Merten zu bauen. Aus der Hotelschule gouf du noch der Lycée Technique Hotelier Alexis Heck, benannt um Pap vom Tourismus. 1984 konnte das neue Gebäude an der Rue Joseph Merten angeweiht gehen. 2018 ist aus dem LTHH DHTL gehen, d'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg. Demals gouf ein neues Logo entwickelt, den eng Schülerin aus dem LCD entworfen. Devis von der neuen Hotelschule Striving for Excellence. Dasselbe Jahr war auch eine Sektion Gestion de l'Hospitalité dabei gekommen, gerade für BTS Hospitality Management. Den Amment hat DHTL dann noch 32 Klassen nach bald 400 Schüler. Weil dummer Kapazitäten vom Gebäude an ihre Grenze kommen, also wie so viele Schüler aus dem Minnet sind, soll von der Rentrée 25/26 schon eine Zweitschule am Süden vom Land abgehen. Der 6. März 2025, am Datum von der Ouverture von der Schule für 75 Jahre, hat die HTL auch eine Science-Akademie am KP zu Ettelbreck geplant. Aber schon 2024 stand am Zeichen vom Anniversaire. So war Anfang Dezember eine Großklasse-Fries für die Ancienne aus der Schule geplant.
Mat enger riesescher Klasse frie Sofang Dezember an der Dickrescher Hotelschau goufen Feierlichkeiten rund um de 75. Geburtstag agelaut. Eng 400 freier Schüler pensioniert Maderbestoff vun de Promotionsjure 1964 bis 2024 und Deelgeholl und diesem historischen Event de secher Wert an der Nale vun der Schola goen. Für un Almawer war das treffende ganz emovante Moment fir all déi, die ha het Hand fir geleiert oder het können weitergehen wollen. Schon lang wie rakom sinn op den nächsten 10 Minuten, wo den sovi Leute rumgesinn, den schon ewestimmt wie gesinn huet. Das flott, dass die Klassefries an sich so gemacht gin ass. Et sind zwar immer auch Eventer vun der Amical des Anciens, die organisiert gin, me dat das immer trotzdem an eng gewissen bis mi kleines Cerkel. Für mich ist der immens flott he zu sinn, weil ich auch immer zu dickrisch gewohnt hun, dufir also bisse wie hemkommen. Ja, ich finde mich immens wohl. Selbstverständlich komme ich gerne. Ich gesehen habe nach Schüler, die haut auch immer enseignieren, die ich immer als Schüler hat an der Metzerei innen. Also ich fand, muss ich da sein, für den Beruf zu unterstützen. Bonjour à tous, je m'appelle Lublin. Elle, c'est ma collègue Nora. On est de la classe 2e TPTO, c'est la nouvelle section de tourisme et communication. Et il y a 3 ans que ça a été introduite à l'école. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans notre école. Für un Almawer waren Schüler selber an d'Organisaioun vun dese Movent agebonnen an hun duch de Programm gefouert. Ihre zu der eigentlicher Fries kom, ho sie dann noch de freiere Schüler am Aderbestermoll firdéicht, wären enger Visit wie déi Show präsentéiert, a gewissen wie dus mat Joren evoluéiert huet. Net nëmmen sinn ei Sektionen an e BTSer Management vorbeikom, och d'Gebäiselwer huet Mundveränderung mat gemach, die Freier ho versicht sech zu orientéieren. Emotional Momente, wann ich gesehen total schau wie sie los wie sie freier waren. Wann ich noch nicht gerade für das noch aktuelle Selfkichen. Ich immer just erinnern, dass ich Demos bei uns im Blog Facebook hatte gemäht und sich für 12 Leute unser Geschmack, du kannst für die ganz total schon machen. Dich ab als alles beigebaut gehen. Weil ha dat jo opgehalen. Ja. Ja. Hallo se heit Hongelkiche, wo fréier an sech Spezelerei war, wo wild Schwein, ja, wo wild Schwein komplett ganz raggeliefert goufen an dann huest de Tauderhof gezzunnen, ass de ganze Bëchteren ginint gesprungen, wat de Diieren an die am Pelz waren, ja. Yes! Munches huet sech also gedoen an all den Joren. Mam aktuellen Direktor Groscholen Neuer Marketing gouf de Slogan Striving for Excellence gefoert an Schüler, déi ginn Novel bis op Dubai geschickt, fir sie op hegem Niveau ze forméieren. Appes awer huet sech gehalen mat der Zeit. An der Hotelschule do gouf Ufang Gunn de Fendel vun der Hospitalitéit héich gehalen. Ech menggen Hotelschule wann immer o top, weil sos fir keng 400 Leiit hei. Wir sind hofrech fir en Deel vun der Zeit zu markieren. Ech wees net wen fir 70 Joer hai rakommers. Mei wann ich awer gesinn, dat de Leiit vun 80 Joer haut als freier Schüler rakommen, da so nicht mal, dann huet es Schoul am még Viergänger hun net alles falsch gemer an sie ganz hofrech, fir können e Kleintrietschen an dem gesamte Sinn fir eng Floderbig zu machen. De Suse vun der EHTL ëlt ëmmer méi zou. Bei der Rundré 2526 soll de fir een Neidkapitel opgeschloe ginn mam Campus Süd, enger Zzweetrotelchoul, dé sech fir d'éicht am Gridex zu Wickring an du no am Schloss zu Süssem näherlosse soll. De PMD en Friends Konzert November an der See reisech de manees fir vill Interesse. Dëse Freundschaftskonzert ze Summe mat enger enrer Philharmonie aus dem Land ass ëmmer spannenden Austausch. Déiker awer war alles nach e bësselchen méi extravisos Programm vum Konzert den ze Summen mat der Feierner Musik ausgedroe gouf, stungen des Joer Stecker, déi och der lëtzebuech amerikanischer Freundschaft Rechnung gedroen hunn. Mir waren bei der Generalprof Latsch kucken.
Ennner dem Titel „Melodies of Liberation huet Philharmonie 2024 e Konzert ganz an der Erinnerung und den 80. Joresdag vun der Liberation vu Lützeburg aufgehalen. Mat engem Programm, den noch als Befreier gedurcht huet, so huet den heilechtech Glenn Millerstecker empfund, awer auch mi besinnlech Musik. Musikstücke, die als Sugeben de Krieg hun as vun Saldoten kleet vun de Leidern so, wat jo zum Krieg geheiert noch bei der Erinnerung an enger Erinnerung wie lo dëst Joer eben an eng Welt fällt, wo leiderem Krieg ass werden, wat dem uns gehofft hun alle Go als 4 Fan all gehofft 46 nimi Krieg leider gesädet so aus wie van der nëmi de Fall wär. Du fäst wichtig, dat den hun erinnert an dat den doe Gest doch setzt, dann muss ich als froh dazu mat dem Konzert kann eben hier een kleine Beitrag lechten zu den 80 Jahren feiern. Ufang vum Konzert ho wie immer Junioren ënner der Direktion vum Bob Minette gemacht, den dëskeier mat enger ganzer Reihe neue Musiker ugetrude waren. Gleich eng Handvoll Leute aus dem Jugendorchester waren kurz firrun bei die Gros gewieselt. Ja, an der Ginder natürlich waren die Fehlen als mich so nimmer fir war de Stose, fir wat mir do sinn fir eben Nowoanfangen die größte Musik zu bringen. Aber mir hatte Chance, dass ich da direkt auch gemeldet hun, die lo neu an Junior gekommen sind. Ass am nahtlos opgegangen die ganze Sache, sodass man lo Nowos hunn an déi dann mod nowen firchte Konzermodell spielen. Also ich die ganz zufrieden. Ich mein nach immer immens ger, ich mein lo seit 2017 dat Junior zu dicke dirigiieren. Und das immer schön, weil ich wirklich so gesagt was die geschafft hat, was geschieht ist. Und ich fand so bei die groß, das ist wirklich eine Evolution da und das ist für die Menschen Spaß macht. Ja. Dem Jugendorchester geht es also zurzeit richtig gut. Dabei mischt sich bezahlt. Auch für die PMD selber, die davon profitiert. Aber auch die Dickrischer Philharmonie hat sich unabhängig von der Jugendarbeit am letzten Jahr gut entwickelt. Denn Daniel Heuschen hat beim Konzert 2023 Direktion überholt, erweist sich heute eher oder nur mehr wie zufrieden. Ich glaube, ich bin gut angekommen. So sieht es aus, denke ich schon mal. Und ich glaube, ich komme mit den Musikern ganz gut aus. Wir kommen ganz gut klar. Und ich glaube, sie respektieren die Musik und meine Arbeit. Wir haben ganz viel gearbeitet und wir haben klein angefangen und sind in etwa 15 Musiker zurückgekommen oder neue hinzugekommen. Und jetzt haben wir wieder ein größeres Orchester und die Qualität ist gestiegen. Wir haben wirklich viel gearbeitet und ich freue mich auf das Konzert. Dummer geht es lachte Mission vom Joer awerben an. Ech wünschen ihr dofir schon lo ganz schön feierlich an einen guten Rutsch an dat Neitjoer. Appes dir der 4. aber nicht verpassen, méi dozo lo am Agenda. Bis dann. Den 18. Dezember gedowes Ferrelobert am Cinescala eng Live-Opfährung vom Nussknacker aus dem Royal Ballet gewiesen. Den 20. Dezember sowes 5:30 op der Liberationsplatz die Inauguration vom Dickrischer Krchtmarkt, gleich schließend vun den Afterwork statt vu Gemeng op hat an Marvel zum Beispiel gëtt. Den 21. Dezember organisierte Cerkel vun de Bresler Studenten hireieren traditionelle Bresler Ball zu Dickrich an der Seerei. Dëssen Event seit Jo fir Joch eng 1200 Junker aus dem ganze Land un a geheiert zu de beleefste Studentenballer. Am Kulturhaus iwwerdems lebt nach bis Ende des Jahres die Wandreistellung vom Dickrischer Kulturverein La Palette, wo ihr die neuesten Werke von den 57 Artisten aus dem Verein entdecken könnt. Am Januar stellen die Dickrischer Schwestern Martin und Monique Dam am Kulturhaus aus.